Jesus hängt während Stunden am Kreuz. Und gegen 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama sabachthani. Das bedeutet: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? In deine Hände, Vater, lege ich meinen Geist. Es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Ich verstehe das so, dass für die Jünger in diesem Moment die ganze Welt zusammenbrach. Für alle rundherum, die doch noch irgendwie glaubten, jetzt passiert noch was und jetzt bricht alles zusammen. Und gleichzeitig aber auch aus meiner heutigen Perspektive, Jesus stirbt mit den Worten: Es ist vollbracht. Das ist so das wiederholt in meinem Leben drin. Das ist meine Lebensstimmung. Es ist vollbracht. Es ist getan. Jesus hat das Wunder vollbracht in mir. Erinnert ihr euch gestern noch? Wir haben über das Abendmahl gesprochen. Als Jesus dieses Fest feierte, nahm er den Wein und sagte: Das ist mein Blut. Es wird vergossen werden zur Vergebung von allen Sünden. Und damit aber besiegelt es einen neuen Bund. Einen Bund, der nicht auf der Leistung von euch Menschen, sondern auf meiner Gnade und meinem Tod am Kreuz beruht. Und ich lade dich ein Glas Wein, Traubensaft oder sonst Saft in die Hand zu nehmen und mit mir gemeinsam an dem heutigen Tag zu feiern. Es ist vollbracht. Der ganze Preis wurde bezahlt und wir leben im neuen Bund. Danke, Jesus, hast du dein Blut vergossen, den ganzen Preis bezahlt für mich. Du hast Verrat ertragen, ungerechte Verurteilung. Für all meine Schmerzen und Wunden hast du bezahlt. Du hast Erniedrigung erlebt, alles auf dich genommen. Und trotzdem hast du vergeben, nicht zurückgehalten, damit meine Schuld komplett getilgt wird und ich jetzt ein neuer Bund, vereint mit dir und dem Vater im Himmel leben kann. Danke, Jesus, für dein Blut.
Es ist vollbracht. Es ist getan. Es ist vollbracht in deinem Leben. Jesus hat es geschafft, dich hineinzunehmen in seine Familie. Ich verstehe die Spannung auf dieser Welt, wo Dinge noch nicht so sind, wie sie sein könnten. Doch, es ist schon bezahlt. Und wie die Jünger durch diese 3 Tage hindurch mussten und noch nicht sahen, Jesus ist wieder auferstanden. So ist es vielleicht in deinem Leben, weil du denkst, ja, ich habe so viele Probleme noch, Herausforderungen, aber Jesus sagt trotzdem schon, es ist vollbracht. Du darfst trotzdem schon den Abendmahlwein trinken vom Bund. Du bist trotzdem schon gefüllt mit dem Heiligen Geist. Du erlebst schon Himmel, obwohl du es noch nicht ganz siehst. Aber ich fordere dich heraus, am heutigen Tag, Karfreitag, dieses Es ist vollbracht nochmal zu umarmen in deinem Leben. Schau heute mal weg von dem, was alles noch nicht ist. Und danke Jesus, denn er hat es schon vollbracht, auch in deinem Leben. Und darum feiern wir jetzt Jesus, indem dass ich den Christuspsalm lese gemeinsam mit dir. Der steht im Philipperbrief, im Neuen Testament, Philipper 2, Vers 6 bis 11. Und wir beten den gemeinsam als Anbetung zu Jesus. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles und nahm die niedrige Stellung eines Dieners an. Und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. In diesem Namen, Jesus, sollen alle die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und zur Ehre des Vaters werden alle bekennen, Jesus Christus ist Herr. Und ich segne dich für diese Osterzeit. Jesus Christus ist Herr. Er thront über allem und er sagt über dir nochmal, es ist vollbracht. Und ich segne dich, dass das zunehmen darf und du sehen darfst und erkennen kannst, es ist vollbracht. Sprich jetzt noch dein Dankesgebet für dich selber. Nimm dir die Zeit und ich wünsche dir ganz schöne Ostern, wo du feiern und erleben darfst, dass Jesus Sieger ist.